Noch ein kleiner Real Talk eben zum Thema, dass jetzt zum Beispiel der Adi Totoro auch 2 Kanal gestartet hat, auch Reaction 2 Kanal hat er ja jetzt auch gestartet, der Adi. Und es ist ja generell momentan sind sehr, sehr viele Schweizer YouTuber haben sich entschieden, jetzt auch mal mit Streamen loszulegen. Und ich muss sagen, finde ich geil. Finde ich eine geile Entwicklung. Im ersten Moment haben wir vielleicht so gedacht, ja, wieso tut es aufs Mal streamen? Ich streame schon gefühlt das halbes Jahr regelmäßig. Länger? Ja, schon länger regelmäßig. Und jetzt auf einmal haben alle Bock auf Streamen. Natürlich, Streamen ist etwas extrem Geiles. Und ich fühle das extrem. Und jetzt habe ich noch kurz darüber reden. Das haben wir den einen oder anderen haben wir geschrieben gehabt zum Thema, dass der Adi so einen Highlight-Kanal hat, dass der Adi so streamt regelmäßig. Und so streamst ja Elia. Also der Elia ist jetzt hier auch immer wieder dabei. Hier ohne mir ist er da auch dabei. Beziehungsweise im Livestream mit dabei. Im Video, ja moin. Ich habe gerade den Privatchat-Podcast aufgenommen. Für die, die es nicht wissen, können auf jeden Fall auschecken. Bester Podcast. Also das Ganze wegen dem Livestream ist ja etwas, wo ich dir noch persönlich gefragt habe über WhatsApp. Aber einerseits, wie du das so ein bisschen siehst, weil, oder man muss so ein bisschen so sehen, einerseits habe ich jetzt auch ein bisschen mit Streaming angefangen. Ich brauche sogar Maelo sein Design, teilweise 1:1. Und da habe ich ihn halt einfach ganz klar gefragt, wie es er so ein bisschen sieht. Und Maelo hat eben schon dort angesprochen, dass er das wirklich auch unterstützt, oder Maelo, wie ist das? Ja, ist wirklich eigentlich eine geile Sache, dass jetzt du gestartet hast, der Adi jetzt starten mit Livestreamen, dass jetzt zum Beispiel auch andere Schweizer YouTuber, es gibt nicht nur uns, es gibt jetzt zum Beispiel auch der Nicola Probst hat angefangen, angefangen mit Streamen, hat zum Beispiel auch der Olli Nelson zum Beispiel, es sind jetzt nur ein paar gewesen, die ich da genannt habe, aber Livestreamen ist auf jeden Fall etwas sehr Cooles und eine sehr coole Art und Weise mit der Community zu interagieren und darum finde ich es natürlich geil. Und ich finde es natürlich geil, dass mehr Aktivität in der Schweizer Szene ist, dass das Ganze einfach ein bisschen, ja, dass die Schweizer Szene langsam ein bisschen ist. Das ist schon geil. Also das ist wirklich, das finde ich wirklich geil. Und dass du jetzt sozusagen vielleicht auch mit dem Streamen ein bisschen, dass du jetzt mit dem Stream auch ein bisschen zurück auf YouTube gefunden hast, hey, das finde ich auch geil. Und dass man vielleicht bald in Zukunft vielleicht auch noch zusammen streamen parallel irgendwie streamen. Also auf das freue ich mich. Also das wird sicher eine coole Sache. Ich bin natürlich auch noch da Herz, Mann. Bin natürlich noch, noch heute YouTuber. Also ich glaube, ich mache es jetzt schon 7 Jahre YouTube und bin natürlich immer noch Vollblut-YouTuber gefühlt, aber auch trotzdem finde ich das Streamen habe ich extrem ins Herz geschlossen, so mit der ganzen Community und so, wo da einfach auch regelmäßig und immer am Start ist. Ein Zwei-Kanal, den ich eben lanciert habe, MyLol. Ich habe nie gedacht, dass der irgendwann einmal 4000 Abonnenten ist nach... Crazy. Was ist jetzt das? Crazy. Das halbes Jahr, 3/4 Jahre, ich weiß gar nicht, das ist so lang. Das erste Mal, als ich nachgeschaut habe, ist dein erste Video oder deine ersten Videos so vor 9-10 Monaten rausgekommen. Ja, aber das ist schon krass. Also ich finde das so schon krass. Hätte ich nicht damit gerechnet, aber einfach auch gedacht, dann zumal Livestream-Highlight-Kanal, das ist zum Beispiel auch bei Dings gut gewesen. Bei Monte hat das so super funktioniert und von mir ist das so geil als Zuschauer, dass ich jetzt bei Monte einfach die Livestreams nicht immer gesehen habe und dann auf den Highlight-Kanal, dass mir das Ganze mir chillig einziehen kann, so à la Podcast, wo ich mir im Nachhinein einfach so einziehen kann, nebenbei chillig. Und das habe ich auch geil gefunden, darum wollte ich den Kanal machen. Weil starten einfach für die Leute, die Bock haben auf die Themen, die ich anspreche im Livestream, ist das geil. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen eine Dynamik eingenommen hat, im Sinne von, dass Leute unter Videos schreiben wegen Schweizer Reaktionsposts und so, das fühle ich natürlich extrem, das ist sehr, sehr cool. Und es hat auch Dynamik aufgenommen, dass vielleicht auch ein bisschen durch den Einfluss von dem Kanal, von meinem C-Kanal, dass der Adi jetzt auch gedacht hat, ja, das mache ich auch, da bin ich auch noch ein bisschen mehr präsent auf den sozialen Medien, da bin ich ein bisschen mehr und da sehen wir mein Zeugs. Ja, aber da sehen wir mein Zeug noch ein bisschen mehr auf YouTube, weil gefühlt auf YouTube ist, je mehr, desto besser. Ja, ist tatsächlich so. Und eben auch, wie du gesagt hast, also ich wollte da kein Wort ins Maul legen, aber oder generell kann man immer sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Einerseits klar, irgendwo durch ist es Konkurrenz, oder zumindest der Gedanke von Konkurrenz kann sehr schnell aufkommen. Andererseits ist es eben auch schon, wie du angesprochen hast, ist es die Möglichkeit, dass wenn mehr Leute streamen, auch eben etwas zusammen zu machen und zusammen etwas zu ermöglichen. Weil man muss halt auch so sehen, dass du in letzter Zeit oder die letzten Monate hast du einfach allein gestreamt, was sicher auch gut war, aber eben das gemeinsame Streaming, wie du auch zum Beispiel angesprochen hast mit dem Gaming-Stream, ist dann insofern auch gar nie in Frage gekommen. Und insofern klar,
das, was jetzt passiert mit dem ganzen Streaming, auch von mir aus, dass ich streame, oder jetzt auch mit dem Highlight-Kanal vom Adi, irgendwo durch, klar kann man das als Nachmachung bezeichnen. Andererseits ist es halt aber auch einfach etwas, wo von Deutschland kommt, und von Amerika kommt, wo man auch sagen kann, zusammen, wenn man dann zusammenarbeitet und zusammen streamen kann, können neue Sachen erschaffen, die einerseits für uns Streamer cool sind, andererseits aber auch für euch Zuschauer. Und am Schluss würde ich jetzt behaupten, profitiert dann am Schluss so wieder jeder. Ja, man muss das so sehen, es kommen durch das jetzt zum Beispiel, dass der Adi jetzt da ist, auf YouTube jetzt auch noch, hat einen Highlight-Kanal gemacht, ist jetzt das so, dass vielleicht noch Leute auch noch eher aufmerksam kommen auf mich und aufmerksam kommen auf ihn. Also das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation, also da kann man gar nicht groß etwas dazu sagen. Im ersten Moment denkt man vielleicht so, wieso macht jetzt der das? Aber eigentlich ist es eine Win-Win-Situation für uns alle. Auch je mehr Schweizer, die Videos machen, je mehr Schweizer Leute auf Schweizerdeutsch Videos machen, desto besser ist das für unsere Community und desto besser kennen die Leute das Ganze und wissen, um was es da geht. Man sieht es ja eigentlich auf TikTok und wie viele Leute, die der Adi zum Beispiel auch bei TikTok kennen. TikTok hat hure schnell in der Schweiz irgendwie so eine Dynamik aufgenommen, wo das einfach irgendwie da ist. Und klar ist vielleicht bei TikTok der Algorithmus besser, dass er dir Schweizer Content vorschlägt und so weiter. Das kann wahrscheinlich schon sein und darum sind die Zahlen möglich. Aber theoretisch wäre die Zahlen ja wirklich die Zahlen möglich hier in der Schweizer YouTube-Szene auch. Das muss man eigentlich fast so sagen, weil ich glaube, die Schnittmenge von TikTok-User und YouTube-User, die ist gleich groß. Also es gibt fast niemanden, der nur TikTok braucht und überhaupt nicht auf YouTube ist, würde ich mal sagen. Also eigentlich wäre es theoretisch sehr, sehr viel möglich. Ja, voll. Und jetzt zum Beispiel auch der Nicola Propsch, also ein kleinerer YouTuber von der Schweiz, schreibt jetzt zu ihnen, dank Madi habe ich recht viel Aufmerksamkeit bekommen, seine Reaction auf mehr irgendwie 6000 Views. Und da muss man halt auch sagen, klar, irgendwo durch Reactions, jeder reagiert dann so ein bisschen auf das Gleiche. Andererseits muss man aber auch sagen, dass dann durch das mehr Aufmerksamkeit auf Leute kommt, die eben vielleicht die Aufmerksamkeit nicht rum wäre. Eben wie es Maya auch gesagt hat, dass nachher Leute aufs Livestreaming überhaupt aufmerksam werden, die das vorher nicht wären gekommen. Und insofern, man muss halt dadurch auch sagen, die Schweizer Livestreaming-Szene, wenn man es überhaupt so nennen kann, ist halt wirklich klein. Also da ist fast nichts rum und wir reden jetzt nicht nur von YouTube, sondern auch von Twitch. Und wenn man jetzt dort ein bisschen anfängt, ein bisschen mehr Sachen zu machen, dann werden sicher auch mehr Leute aufmerksam und schauen nicht nur deutschen Content. Und eben, auf lange Sicht profitiert dann eigentlich jeder von uns, schlussendlich. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich freue mich auf die Zukunft, was jetzt da streamtechnisch noch alles wird abgehen. Wie da auf jeden Fall etwas Kleines plant, kann man so sagen. Wir drei, sagen wir mal, einfach der Elia, der Adi und ich, da etwas plant. Jetzt im Streaming-Bereich, was wir machen. Aber ja, es gibt halt wirklich noch nicht so viele Streamer. Jetzt, ja, klar gibt es auf Twitch ein paar Streamer, aber leider kennen wir die noch nicht so. Und vielleicht kann man, wenn jetzt mehr Leute streamen und mehr Leute etwas machen, so ein bisschen, das Ganze so ein bisschen zusammenbringen und vielleicht ein bisschen grösser machen, weiß nicht. Mhm. Oh, ja, wenn's jemand die Szene grösser macht, dann sind es einfach wir alle schlussendlich. Also da ist es nicht Typ XY, da ist es nicht der Maelo alleine, nicht der Adi alleine, nicht ich alleine, sondern das ist einfach wir gemeinsam. So wie es jetzt auch schon bei der Schweizer YouTube-Szene war, schlussendlich wächst man einfach vor allem zusammen am extremsten. Und ja, eben, es hat dann auch neue Möglichkeiten, wenn man zusammen streamen. Und wer weiß, vielleicht ist das Streaming auch nur ein Hype, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es etwas Neues. Ich glaube, das wird sich dann auch so zeigen. Ja, vielleicht ist es nur ein Hype, ja. Ich muss aber sagen, fühle mich da schon wohl beim Streamen. Vielleicht höre ich auf das Mal auf, habe ich keinen Bock mehr oder so. Aber ich finde, Streamen ich finde, Streamen hat da eine einzigartige Connection mit den Zuschauern, die ich sonst davor nie gehabt habe. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, seitdem, wo ich streame, beziehungsweise seitdem, wo ich die Reactions mache, seitdem, wo ich vielleicht ein bisschen mehr von mir preisgebe und so, jetzt nicht unbedingt private Sachen unbedingt, aber seitdem, wo ich einfach ein bisschen mehr, ja, wo die Leute mich ein bisschen mehr kennen und nicht alle 2 Wochen ein Video rausballern kommt, hat die Leute auch vielleicht eher so eine Verbindung zu mir. Jetzt, ob das etwas ausmacht oder so, aber ich finde es geil, dass die Leute mich vielleicht besser kennen, das ist eine geile Sache. Jetzt unter uns. Unter uns. Unter uns. Wir sind live mit 72 Zuschauern, aber wir sind unter uns, ja. Unter uns. Hast du schon Bock auf einen Highlight-Kanal zum Beispiel? Hey,
Ja, tatsächlich habe ich Bock auf einen Highlight-Kanal. Ich habe es dir ja auch, glaube ich, auch schon über WhatsApp geschrieben. Ja, moin, habe ich absolut vergessen, habe ich wirklich vergessen. Ja, moin. Wirklich? Hast du letzte Woche habe ich dir das geschrieben? Ja, das kann gut sein, Alter. Gut, okay. Alzheimer ist ja gleich. Alzheimer ist da. Also zum Thema Livestreaming ist es für mich auch etwas, ganz ehrlich, da kann ich ganz ehrlich sein, habe ich auch ein bisschen durch dich herausgefunden. Einerseits habe ich gesehen, wie das bei dir aussieht, andererseits haben wir es dann auch zusammen gemacht für einen Privatchat. Und ich habe wirklich gemerkt, dass das einfach, auch nachher, als ich selber gestreamt habe, es ist einfach etwas anderes. Es ist einfach etwas anderes, als wenn du ein Video vorbereitet, das du drehen und dann hast du es draussen, dann hast du die Reaktionen der Leute in den Kommentaren. Aber wenn du Livestreamen ist es einfach nochmal eine ganz andere Verbindung. Also du kannst Jokes schaffen, du kannst Insider schaffen, du kannst Videos schauen, du kannst was auch immer machen, es ist einfach mit den Zuschauern zusammen. Und jetzt, als ich auch regelmässig ein bisschen selber gestreamt habe, habe ich auch gemerkt, du tust halt einfach auch Content schaffen, indem du streamen. Und irgendwo durch haben auch mehr Leute geschrieben, ja, ich leider nicht zuschauen im Stream. Und insofern ist ein Reaction-Kanal dort durch, macht einfach auch nur Sinn. Oder ich meine, schlussendlich machst du Content, während du live streamen, der lustig sein kann, aber nicht unbedingt. Und wenn du das nachher als Video zur Verfügung stellen, haben dann einfach mehr Leute Zeit und die Möglichkeit, das zu schauen. Und da profitieren einerseits wieder die Zuschauer, da profitierst aber auch du, weil es auch wieder als Werbung für dich funktioniert. Und insofern ist ein zweiter Kanal, wo eben Livestream-Highlights kommen, schon für einen Streamer sicherlich von Vorteil. Jetzt in meinem Fall muss ich sagen, ich würde es auf jeden Fall brauchen für Livestream-Highlights. Andererseits aber vielleicht auch noch für Content, der auf dem Hauptkanal vielleicht weniger Platz würde finden. Also dass er vielleicht ein bisschen als Hybrid funktioniert. Aber eben, mein zweiter Kanal gibt es noch gar nicht. Das ist auch noch etwas, was ein bisschen in den Sternen steht. Aber ich würde es sicher auch in Erwägung ziehen, wenn man streamen, ja. Ja, bei mir ist es ja mein Kanal, dass ja schon Vlogs online kommen. Also bei meinem zweiten Kanal ist auch ein bisschen offen für alles. So wie deine Mutter. Opa, ja. Genau, nein, und jemand hat noch drin geschrieben, Alexandra Skyline. Milo Streams, die sind fix bei mir in der Woche eingeplant. Gucken, dass ich am Montagabend 19:30 immer daheim bin. Und auch wenn ich jetzt da sehe, dass mein Akku absolut leer ist, ja moin. Das ist auch etwas, was extrem geil ist, weil Leute so sagen, ja 19:30 da streamt der Milo, da bin ich am Start. Das ist so gefühlt so, oha, what the fuck, das ist so... Gewisse Leute gönnen sich eine Serie einfach am gleichen Abend, weil es dann Release kommt oder so. Und dass so nur vielleicht 2-3 Leute gibt, die einfach am Montag fix dabei sind, das ist wirklich lieb und das ist auch geil. Aber es ist wirklich einfach eine andere Interaktionsmöglichkeit mit den Zuschauern. Und man muss auch dort sagen, es ist genau gleich wie bei den YouTube-Videos. Schlussendlich muss einem einfach Streaming Spass machen. Sonst hockst du nicht 1 Stunde, 2 Stunden und du die Leute unterhalten. Das ist halt wirklich einfach, das musst du selbstständig machen können. Und eben ohne einen Highlight-Kanal ist dann eben die Möglichkeit, dass du, ich sage wieder mal, den Akku wechseln, darum muss ich jetzt wirklich schmunzeln. Es ist eben die Möglichkeit, dass einfach mehr Leute die Videos geniessen können. Und ich glaube auch, also jetzt gibt der Live-Chat, der hier ist, bringt euch Reaction-Videos. Schaut ihr die dann noch im Nachhinein an, die im Stream sind. Wahrscheinlich eher weniger, aber die es nicht gesehen haben oder es vielleicht noch einmal nachschauen wollen, haben dann so die Möglichkeit. Also eben einerseits verliert eigentlich niemand daran. Nein, aber das ist wirklich eine coole Sache. Also für die es schon gesehen haben, für die keinen Bock haben, müssen sie nicht nochmal anklicken. Aber für die es nicht gesehen haben, ist es eine coole Sache, dass sie auch nochmal das sehen. Vielleicht haben sie wirklich Bock gehabt, dass ich anspreche, wie jetzt, dass der Marc jetzt zurück ist auf YouTube. Haben sie Bock, was ich dazu sage? Haben sie Lust zu sehen, was ich dazu sage, dass er mir eingeblendet hat, dass er mir angelötet hat? Vielleicht haben sie Lust auf das Ganze. Und ich muss sagen, ich habe bei bösen deutschen YouTubern manchmal sagen so, oh geil, der hat jetzt auf das reagiert. Geile Sache, ziehen wir das jetzt gerade ein. Auch wenn ich das Video manchmal schon gesehen habe und dann es nochmal gesehen, das zweite Mal, manchmal habe ich schon ein unsympathisches Video 4-mal gesehen, gefühlt in einer Woche. Von 4 verschiedenen Reaction-YouTuber. Aber das ist geil. Genau, und schlussendlich eben, ich glaube, man kann es nochmal sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also wenn wir alle so ein bisschen aufs Gleiche reagieren, kann das am Anfang ein bisschen als öde erscheinen. Andererseits dient es eben auch für die anderen auch wieder so ein bisschen als Push, wenn man so will. Schlussendlich auch einfach wieder ein bisschen mehr Bewegung in die YouTube-Szene rein. Und ich glaube, das, kann man sagen, schadet eigentlich auf keinen Fall. Also eigentlich nie. Das schadet nie. Immer jetzt in der Schweiz, wieso? Es gibt die Szene ja schon Ewigkeiten und keine Ahnung, es ist... Wir kommt nicht vorwärts. Nein, wir sitzen schon lang, einfach nur wir. Da, unsere 4 Namen, wo man mit Schweizer YouTube in Verbindung bringt. Ja, der Ask Kützler war schon noch dabei gewesen, zum Beispiel. Er hat aufgehört, keinen Bock mehr gehabt, sein Jurastudium ist wichtiger, Kapi. Oder seine Seriosität ist ihm wichtiger.
aber gefühlt sind es nur wie 5 Leute lang gewesen, aber jetzt hoffentlich gibt es vielleicht jetzt noch eine New Wave von Leuten, die Bock haben auf das Ganze und das ist noch nice. Yes, auf jeden Fall. Und ich glaube auch Livestream ist sicher einfach eine Form. Man wird es so sehen, oder? Vielleicht ist die nächste TikTok, vielleicht ist die übernächste noch einmal etwas anderes. Man wird es sehen. Es ist auch für uns immer etwas Neues. Ich meine eben, Maelo macht schon seit, was hast du gesagt, 7, 8 Jahren Videos. Ich mache auch schon seit 7, 8 Jahren habe ich mit Videos angefangen. Es ist immer etwas anderes, aber schlussendlich ist es einfach wichtig, dass wir Spass haben und schlussendlich auch einfach gemeinsam coole Sachen machen können. Also, ich meine, schaut schon nur an, was für Videos rausgekommen sind, die nur Kooperationen waren zwischen YouTubern. Das ist zum Teil so geiles Zeug dabei rausgekommen, das wäre gar nicht möglich, wenn die YouTube-Szene gar nicht würde existieren. Darum, es hat auf jeden Fall auch nur Vorteile auf längere Sicht. Ja, da kann ich dir unterschreiben und eben unterschreiben kann ich auch, dass es geil ist, dass andere Leute das so machen, dass andere Leute auch Bock auf das haben, also da habe ich nichts dagegen. Maelo, ich freue mich auf die Zukunft mit dir, sei es im Streaming, sei es auf YouTube, weil das, was aktuell sich anbraut, scheint sehr, sehr nice zu werden.